Hype Train, bitte alle einsteigen. Nun geht es exakt noch eine Woche bis zur großen Nintendo Direct rund um die Nintendo Switch 2, welche gleichzeitig auch das Ende der Nintendo Switch 1 Ära einläuten wird. Deshalb hier nun eine abschließende Liste meiner persönlichen Lieblingsspiele auf Nintendos Hybrid-Konsole. Um die Spiele, die du auf den meisten anderen Listen auch finden wirst, schnell abzuhaken, sind meine overall 5 Lieblingsspiele Luigi's Mansion 3, Super Mario Odyssey, Pokémon Legenden Arceus, Pikmin 4 und an der Spitze natürlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das sind einfach großartige Spiele mit einzigartigem Gameplay, die bei mir zu vielen glückerfüllten Spielstunden geführt haben. Da die Nintendo Switch die Indie-Plattform schlechthin ist, habe ich aber auch eine Liste mit weniger bekannten Spielen. Auf Platz 5 befindet sich da Superliminal, ein Spiel, bei der alles eine Frage der Perspektive ist und ihr mit cleverem räumlichen Denken verschiedene Rätsel löst. Kurzlebig, aber sehr spaßig. Auf Platz 4 habe ich Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Puh, langer Name für ein Rhythmusspiel, das uns unsere Lieblings-Zelda-Charaktere in neuem Gameplay zeigt und mit tollen Remixen auch was fürs Ohr bietet. Darüber folgt auf Platz 3 das Spiel Inside, vom gleichen Studio wie Limbo. Selten habe ich so eine Atmosphäre wie bei Inside in einem Videospiel erlebt. Das Spiel arbeitet damit nicht mit platten Jumpscares, sondern schafft es, eine einzigartige Gruselstimmung in einer dystopischen Zukunft zu kreieren. Wir machen direkt atmosphärisch weiter. Auf Platz 2 haben wir nämlich das Unterwasserabenteuer Abzu, welches ebenfalls eine ganz eigene immersive Atmosphäre bei einem bunten Tauchgang schafft. Aber Achtung, nichts für Leute mit Thalassophobie. Bevor wir zu Platz 1 kommen, habe ich noch einen Ehrenplatz, und zwar Donut County. Ein Spiel, in dem ihr ein Loch steuert, mit dem Ziel, alles in der Welt zu verschlucken. Klingt extrem stumpf, aber ist extrem spaßig und hat einen guten Humor. Auf Platz 1 steht für mich aber ganz klar Undertale. Das Spiel hat einen ganz eigenen Humor, großartige Musik, einen einzigartigen Artstyle und eine Weirdness, die ich so noch nie gesehen habe. Das, gepaart mit großartigen Charakteren, einer deepen Story und einem hohen Replay-Wert, macht es definitiv zu meinem Favorit. Alle genannten Spiele könnt ihr euch im Nintendo eShop herunterladen. Holt euch bei der Gelegenheit doch gerade noch ein Ticket für den